Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Minenarbeit Stufe 3, Spitzhacke-Effektivität haben wir gekriegt und wir können jetzt Bergarbeiter Leckerbissen servieren und kochen. Ja, das sieht doch genauso aus wie das, was die Bergleute so essen, ne? So bunte Lollis, das ist genau das, was Bergarbeiter immer mit in die Mine nehmen oder so ähnlich. Naja, 300 Gold gab es immerhin noch drauf und jetzt haben wir uns eigentlich wirklich unseren Hinkelstall dick verdient. So. Dann sollten wir noch ganz fix unser Zeug hier gießen. Bin ich definitiv noch dafür. Und willst du wohl die Gießkanne aus, Ackermann? Verarsch mich nicht. So. Und dann machen wir das noch. Und dann sollte man dringendst gegen 8 schon Richtung Dorfaufbrecher, dass wir auf jeden Fall noch Haley erwischen, wenn möglich. So. Der Rest von den Felder können wir bestimmt dann noch Ovens gießen. Das sollte eigentlich kein Thema dann sein, falls wir das nicht hinkriegen. Rechtzeitig. Aber ich gebe natürlich mal wieder mein Bestes hier. Dass wir uns nicht abhetzen müssen, aber dass wir noch alles hinkriegen hier. So, da haben wir noch eine Pastinake. So, da. Aber ich würde sagen, wir pflanzen jetzt auch nichts mehr ein. Weil selbst wenn es nur 5 Tage dauert, das ist überschritten. Wir pflanzen ab jetzt nur noch Ei, wenn im Sommer wieder alles von vorne gestartet wird. Oh Gott, hier verschluckt. So, okay. Gut. Das Feld Hämmer. Ah, da könnten die Blumenkohlen, na endlich. Die Blumenkohle sind soweit. Dann können wir nämlich noch einer von der besten Qualität an die gute Jody weiterreichen. Zumindest stände wir am besten hin. So, okay. Das Feld mache ich jetzt noch ganz fix. Ja, du hechelt da wie Sau, der Hund. Und so. Gut. Jetzt aber nichts wie ab zum Dorf, nachdem ich jetzt hier nochmal die Gießkanne aufgefüllt habe. Und nachdem ich meinen Krust hier noch reingeworfen habe. So. Gut. Der silberne Qualitätsblumenkohl, dann heben wir uns für die gute Jody auf. Wir haben ja nämlich hier die Bitte, die Afro kriegt, dass die Gutfrau einen Blumenkohl haben will. Du kriegst es selbstverständlich einer von meinen richtig guten. Da serviere ich ihr keinen Mist, das sollte klar sein. Und so. Blumentanz hat angefangen im Wald. Ist Haley zufällig? Leider nicht. Okay. Na gut. Dann müssen wir halt zum Wald gehen. Ist halt so. Das ist jetzt hier, wo der See ist, wo es zum Zauberer geht. Der Hutlader habe ich jetzt leider auch noch verschnarcht. Na, schauen wir einfach mal, wann ich dort die Zeit dafür finde. Da kann ich jetzt nichts versprechen. Ich muss einfach auch noch dran denken. So, jetzt stehen wir hier beim Shop. Können unsere Blumenfass oder Rezepte für leichter. Die Hinkle sind mir eigentlich wichtiger als das Zeug, aber ja, das könnte natürlich auch was bringen. Das Sammlervogelscheuche, die hat ein Gesicht noch drauf, zwar 2500, das ist mal leider auch etwas zu teuer. Nee, das ist mal etwas zu teuer, das Zeug. Das können wir uns vielleicht im nächsten Jahr zulecken. Was hat dann Emily zu sagen? Boah, ich bin voll. Hey, hast du das rote Gelee schon probiert? Nö, noch gar nicht. Du hast noch was zu sagen? Ja? Oh nee. Mag ich erstmal nicht um den Tanz, bitte. Ich freue mich auf Emily mit mir Tanze-Date. Ja, dann erst recht nicht, wenn der sie herausfordern will zum Tanz. Oder auffordern will, nicht herausfordern. Ich wünsche Piewitsch Zeit mit der Familie verbringe. Ja, der will aber auch ein bisschen was verkaufen. Ich meine, wenn er den Joja-Markt hier so als Konkurrenz hat. Für den Tanz habe ich mal bestes Hemd angezogen. Sowas passiert nicht alle Tag. Ja. Oh Gott, nee, dich bin ich doch nicht um den Tanz, du Schnösel. Servus, Ackermann, stell dich jetzt so sehr. Okay. Wie ich mit ihr stehe, wüsste ich auch mal ganz gern. Lea ist das, glaube ich. Ist das seine Schwester? Ist das Elliots Schwester? Kann das sein? Die sehen sich nämlich schon relativ ähnlich, die zwei. Wo haben wir dann ja Dor und Dor, die sehen sich schon so ein bisschen ähnlich. Aber ja, mit ihr habe ich ja nicht mal ein Herzl, also eher schlecht, ne?
Ich hätte mal Angel mitnehmen sollen. Und du? Sein Verfrescher fängt langsam so richtig an. Weißt was? Ich geb's zu. Ich mag Blume wirklich sehr. Aller hopp, tolles Geständnis. Was Leber oder Kind, süße Weihe, plätschernde Bach, warme Luft, habe ich schon der Weihe erwähnt. Oh je, ach, ziemlich die Trinkerin. Ugh. Einfach nur ugh. Achso, nee, dich bitte ich auch nicht um den Tanz. So. Ich mag's ja so gar nicht für alle zu tanzen, das ist so peinlich. Meine Mama zwingt mich dazu. Und wie sieht's bei dir aus? Das ist ja schmeichelhaft, aber ich muss näher sagen. Ja, wie gesagt, das geht leider erst, wenn man 4 Herzen hat, wie ich im Nachhinein mal erfahren habe. Na, exzellent die Sauce. Okay, Shane könnte ich auch noch nicht drum, bitte. Wärst du heute Tanzer, Ackermann? Schauen wir mal. Die Frühlingstänze haben ihren Ursprung in alte Fruchtbarkeitsrituale. Aha. Und Robin? Ah, all die Blumen verströmen einen süßen Geruch. Und die Kinder? An irgendeinem Tag werde ich die Blumenkönigin sein. Na, schauen wir doch mal. Vincent? Das ist nicht fair, warum kann ich eine Blumenkönigin sein? Oh je. Hab mal ein bisschen Aar auf euer Kinder. Ich bin nervös. Und du? Ich versuche gerade Mut aufzubringen, jemand um den Tanz zu bitten. Ja, nee, dich würde ich auch nicht gern um den Tanz bitten. Wie sieht's dann bei dir aus? Ich mag's zu tanzen, aber der Tanz hier wirkt ein bisschen aufgesetzt. Der ältere Leid gefällt's allerdings. Okay, was mit dir, Opa? Hallo, ist ja nett, dass du mit mir babbelst. Der Frühling ist schon fast vorbei und das ist halt schade her. Das stimmt. Es liegt Liebe in der Luft und ich bin immer noch Single. Das kenne ich sehr gut, ja. Kann ich total nachvollziehen. Mann, die sieht halt bezaubernd aus. Ja, dann froh sie doch mal. Die freut sich bestimmt. Was mit dir? Ich genieße nur die Aussicht. Ja klar, der gute Haley beim Tanzen zu. Mit dir spreche ich noch nicht. Der startet nämlich immer die Events. Blume, ich kann sie ja kaum sehen. Es ist viel zu hell hier draußen. Ach Gott. Ich arbeite schon seit einer Woche an den Blumenarrangements. Gefallen Sie da? Ah, natürlich. So, da bleibt schon noch du übrig. Ich übe gerade meinen Tanz. Er muss perfekt sein. Okay. Ich war die letzte 5 Jahre Blumenkönigin und ich bin nicht bereit, den Thron abzutreten. Ja. Und was ist bei dir? Igitt? Nee. Ach Gott, Igitt, sagt sie. Na gut. Ja, wir haben leider Kenny. Das ist sehr schade. Aber ja, dann tanzt ihr mal. Im nächsten Frühling wird's bestimmt was. Aber wie nett. Einfach mal Igitt. Ja, da stehen wir jetzt aber links in der Ecke. Dann sollen mal die Tanzer in ihre Kleidler und die Herren in ihre merkwürdige Overalls. Ja, Fidili-Bi und Fidili-Bar. So, schön, wunderbar. Das hat Spaß gemacht, seit heim zu gehen. Naja, für mich leider noch nicht, weil Annie, mit der ich Pluspunkte sammeln will, hat Igitt gesagt. Und die Anna, naja. Die Anna war wenigstens noch höflich zu mir. Ich tendiere irgendwie immer mehr zu Abigail, muss ich gestehen. So, da. Aber ich freue mich echt, warum der Bäuermeister Louis dann zu uns nachts aufs Feld geht, um unser Kisch zu leeren und für mich auszurahmen. Habe ich eben gerade 2 bewässert? Das war natürlich cool. Mit Emo-Gieße 2 bewässert ist natürlich echt nicht schlecht. Ja, hat er irgendwie nachts Pinkelprobleme oder was, dass er dann als mal aussteigen muss und dann durch die Gegend wandert? Wie das bei älteren Leuten so üblich ist. Ich kann es nicht sagen, was so dem sein Problem ist. So, wie sieht es dann hier aus? Nix. Und da hat man, glaube ich, noch nichts, genau. Na gut. Dann nutzen wir doch die Zeit noch. Erstmal wieder auffüllen. Das Kleebissel, was wir noch an Zeit haben, könnte man noch nutzen, um ein paar Bäm zu fällen, würde ich sagen. Ne, eigentlich brauchen wir die Gießkanne ja auch wieder. Komm. Das kann dann rein. Da habe ich alle Kruscht vom Neue zusammen. Und wir hacken einfach noch ein paar Bäm.
kurz und klar und holen uns ihr wertvolles Holz. So, das ist doch der Ahornbaum, oder? Moment. Das ist eine Eiche. Und das nächste Mal kann ich da an der Ahornbaum hier direkt was dran machen. Wenn der schon Ahornsirup dann gibt, dann habe ich das nämlich auch nochmal ganz gut genutzt. Ja gut, jetzt wird es leider aber auch wieder was spät. Das heißt, ich sollte wirklich in die Falle gehen. Ja, ich habe gedacht, ich könnte vielleicht noch was reißen, aber na gut, na gut. Dann eben nicht. Wie sieht's morgen aus? Königin der Soßen Wiederholung, das können wir bestimmt schon. Und morgen wird's klar und sonnig. Und die verzählt über Gemüsepfanne. Perfekte Weg, um ein bisschen gesundes Grünzeugs auf deinen Teller zu zaubern. Schwitzt das Gemüse in ein bisschen Sesamöl an, wirf eine Menge frische Ingwer und Knoblauch dazu. Jetzt tief durchatmen. Ah, das ist gut. Oh, hat sich wohl doch gelohnt, hier das nochmal sich anzugucken. Habe ich nämlich ein neues Rezept gelernt. Uiuiuiuiui, nicht schlecht, Herr Specht. Wieder ordentlich Kohle kriegt. Und jetzt wieder Kikeriki. Natürlich. So, perfekt. Ja, da sind wieder ein paar Böhnchen dran. Die holen wir uns doch sofort. Und die Krummbeere sind soweit auch wieder gut. Das freut mich auch. So. Also wir heben auf jeden Fall noch was auf von allem. So, da. Falls irgendjemand... Im Sommer bin ich nämlich auf meinem anderen Spielstand auch noch nicht so weit durch. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Und falls so irgendjemand nochmal Frühlingsgemüse brauchen sollte, haben wir wenigstens welches noch parat. So, aber Jodie können mir definitiv noch was geben. Die kann ihren Blumenkohl haben. Hoppala. So, da. Ne, daneben gegossen. Okay, die sind auch noch nicht erntereif, die Dinger. Gut. Dann ist heute definitiv der Hinkelstall dran. Und ja. Heute bauen wir den Hinkelstall, definitiv. Schön. Sehr schön. Erdbeere haben wir auch noch mal reif. Das ist doch super. Perfekt. Und die Tulpen sind auch noch zum Erntereif. Dann tät ich auch sagen, von der Tulpe heben wir uns vielleicht auch noch zwei auf. Hoppla. Einfach nur, ups, die brauche ich ja gar nicht zu gießen. So. Einfach nur, damit wir was als Geschenk noch haben. So. Aber allmählich komme ich hier halt auch an meine Grenze. Weil angepflanzt wäre, sollte jetzt auch nichts mehr. Ja. So. Kann das Ding zugemacht werden. Das hier auch. Der Hund kriegt noch ein bisschen was. Und dann schauen wir mal, dass wir uns ein bisschen um den Hof heute noch kümmern. Nicht so sehr Mine erwart. Okay, Kartoffel hätte ich ganz gern aufgehoben. Bohne, Hämmer. Pastinake, Hämmer. Und hier heben wir noch einfach so gelb wie Tulp noch auf. Genau. Dann kann das alles hier verkauft werden. Heidewitzka. Ja, das gibt bestimmt nochmal richtig gut Kohle. So, oder? Gut. Perfekt. Ja, das Zeug sollten wir auf jeden Fall auch noch Eissammler und aufheben. Gut. Und hua. Löwezahn. Ich glaube, da steht auch Linus, wie man immer ihn nennen mag. Steht da auch voll drauf. So, oder? Sardella. Entschuldigung, mein Lieber. Angle ist leider nicht so meins. Bei dir muss ich auch erstmal verzichten. Mit ihr bin ich immer noch nicht gut genug befreundet. Aber ich hoffe, das ändert sich jetzt noch. Ja, da ist er nämlich in der Küche. Der ist nämlich für dich. Ich liebe so Zeug sehr ernsthaft. Du bist echt super, Ackermann. Jo, perfekt. Dann sollte ich ovens eventuell nochmal bei ihr vorbeikommen. Damit ich ihr 4 Sterne, sage ich, ihr 2 Sterne Event noch auslöse.
Dann sollte man auch Hayley besuchen. Und dann werde ich noch meinen Krusch zusammensuchen, dass ich auch noch zu Robin gehen kann. Und dass ich dann noch meinen Hinkelstall in Auftrag geben kann. So, Hayley, der ist noch für dich. Oh, das wollte ich ja nicht an der Deluxe-Kosmetiktasche. Ah, okay. Schock. Na also. Ich habe selber gerade einen kleinen Schock gehabt. Gut, allerhaupt die zwei haben wir wieder für die Woche reichlich beschenkt. Brauchst du etwas? Vielleicht der Entschuldigung fast Igitt von gestern, aber ansonsten geht's mal ganz gut. Okay. Ja. Wir sollten unseren Krusch zusammensuchen und sollten dann den Hinkelstall in Auftrag geben. Bin ich mal stark dafür. Pierres Geburtstag rückt halt immer näher. Ich glaube, das kriegt man leider nicht mehr hier. Dass wir für den rechtzeitig genug noch Eier produzieren können. Aber irgendwas anderes Schönes können wir uns für den bestimmt auch noch einfallen lassen. So, wie viel Holz? Ich glaube, das wird nicht reicher. Vorsichtshalber nehme ich einfach mal hier noch mit. Ich bin mir nicht so sicher. Und jetzt geht's erstmal ins Eingemachte. Sprich, mir fehlen noch ein paar Bäm. Die brauchen wir nämlich dringendst. Das heißt, hier wird erstmal niedergemacht, was niederzumachen ist. So. Fort damit. Gut. Nichts wie hier zum Holz. Und dann noch den hier wegmachen. Na komm schon. Als weg mit dem Zeug. So. Ja, ich muss nämlich heute definitiv an meine 300er Grenze kommen, damit ich noch den Hinkelstall in Auftrag geben könnte. Das wäre richtig nett, wenn das noch ginge. So, den Schampel noch weg. Doch nicht das. So rum. Ah, hier haben wir aber jede Menge Unkraut noch. Sehe ich gerade auch noch so. Deswegen nichts wie weg mit dem Zeug. Und hier noch. Na, ich hoffe, das wird noch was heute. Weil Bam haben wir definitiv genug zur Verfügung, würde ich mal meinen. Hier, wenn man sich das anguckt. Sehr schön. Okay. Dann sollten wir hier noch weitermachen. Na. So. Okay. Sehr schön. Ja, Holz wird immer ein bisschen mehr. Ja, wir haben aber leider nicht mehr so viel Energie parat. So. Ups. Ja, wir haben leider nicht mehr so viel übrig. Aber, die Ahornsamen fehlen uns. Da machen wir uns nämlich noch ein paar Energieriegel. So, haben wir gleich. Haben wir alles gleich. Hier ist das ja leid. Du wächst immer irgendwelche Krusten raus. So, das haben wir gleich. Genau, die fehlen uns noch. So, dann machst du mal ein paar von den Dinger. Das ist immer gut. Und dann schmeißen wir mal da hoch. Dann können wir den nämlich auch verwenden. Jetzt petzt da mal das Ding hier rein. Nehme ich so viel. Okay, das könnte man tatsächlich noch schaffen bis vor Ladeschluss. Moment, das sollte man vielleicht auch auf die andere Seite gehen. Sorry. Anders ging es leider nicht. So. Gut. Und... perfekt, das müsste jetzt eigentlich ausreichen. Genau, perfekt. So. Also nichts wie ab zu Robin. Kupferbarre habe ich zufälligerweise auch im Gepäck. Ich hoffe, die 131 Stäbe genügen jetzt. Wenn nicht, haben wir halt ein minimales Problem. Na gut. Also nichts wie ab dort hier. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, C-Energie haben wir auch nur noch. So viel ist es natürlich nimmer.
Haben wir uns ordentlich ausgepowert. Aber die Müsli-Riegel sind auf jeden Fall sehr praktisch, dass man zwischendurch einfach nochmal so ein bisschen Energie tanken kann. Servus. Du lustige Bäuerin. Genau das hätte ich gern. Sehr schön, ich habe alles. Perfekt. Wer hätte es gedacht? Ja, der Stall. Da sind wir bei weitem noch nicht so weit. Leider noch nicht. Weil die größeren Tiere, die holen wir uns noch nicht. Ich bin erstmal dafür, dass wir uns einen Hühnerstall holen. Und ja, das könnte man uns theoretisch auch noch irgendwann zulegen. Silo, eine Mühle, da brauchen wir aber Stoff dafür. Und einen Schupper. Du kannst dann auch noch dich einrichten, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber 15.000 ist schon ziemlich heftig. Ein Pferdestall ist natürlich auch geil, aber uns fehlt Geld, Hartholz und Eisenbarren. Kann man dann Pferdereiter, einen Schleimstall, Iridiumbarren, verfeinertes Quarz. Gewitter erleid. Wir begnügen uns erstmal mit dem für die Anfänger, ne? Und die Hinkelstall, wo packen wir dann hier? Ja, da könnte man theoretisch irgendwo hier klatschen. Das fände ich jetzt aber nicht so schön. Ich fände es persönlich schöner, wenn wir denn hier stellen würden. So an der Peripherie stört er auch nicht so wirklich. Und dann können wir die nächsten Felder daneben errichten. Gut, sie werden wir ja mit meinem Hinkelstall anfangen. Das ist da schon mal richtig gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt. Ja, und dann können wir uns eigentlich auch Hinkler zulecken, endlich mal. So, da braucht es, glaube ich, 2 oder 3 Tage dafür. So lange haben wir allerdings leider keine Zeit. So, wir gucken gerade nochmal. Ah, morgen hatte Pierre Geburtstag. Alles klar. Das war der Zauberer, genau. Aber ich wollte noch gucken, wo Jodie haust. Die ist, glaube ich, da unten, genau. Dann gehen wir nämlich erstmal zu Jodie und geben ihr nochmal endlich ihren Blumenkohl, den sie so dringend braucht. Wo ist er dann, die Gutfrau? Ist er daheim? Ah, da ist er doch. Der ist für dich. Oh, der sieht ja lecker aus. Danke, genau das habe ich gebraucht. Absolut perfekt für mein gelbes Curry. Ui, mit Blumenkohl drin, okay. Die gehört jetzt also der Hof, was? Interessant. Das klingt aber eher noch geheucheltem Interesse. Naja, schauen wir doch mal. Ja, Jodie hat jetzt ein Herz. Sehr schön. Perfekt. So allmählich dürfte auch die Zeit kommen sein, dass wir nochmal zu Abby ins Zimmer sollten, beziehungsweise zu Abby ins Haus gehen sollten. Damit wir ihr 2 Herze-Event noch freischalten. Und ja, tatsächlich. Ab 17 Uhr ist das, glaube ich, machbar. Und deswegen ist sie definitiv Annie von meiner Hochzeitskandidatinnen, weil sie Zockerin ist. Ackermann? Ach, hast du mich verschreckt? Warum schleichen dich so an? Ich habe Reise des Präriekönigs gespielt und schaff's nicht mal das erste Level. Das Spiel ist unglaublich schwer. Naja, entweder das oder ich bin einfach schlecht. Hey, willst du das Level mit mal zusammen probieren? Vielleicht schaffe ich es ja mit deiner Hilfe eher. Ah ja. Ach ja. Gut. Probieren wir es doch mal. Aber deswegen ist die definitiv Annie, zu der ich tendiere. Da kommen sie. Wie sie sich verschreckt. Ja, weil die definitiv eine Zockerin ist. Und ich als Small YouTuber, Let's Player, ist ja logisch, dass ich da schwer widerstehen kann. Oh, das ist natürlich richtig gut jetzt mit der Schrotflinte. Huch, was habe ich denn jetzt geschafft? Okay. Irgendwas geht gerade kräftig ab. Aber es sieht so aus, als könnte man das jetzt bestehen, das Level. Wow, aber sie müssen mal decken. Sie ist nämlich wirklich nicht gerade nicht die Bestspielerin. Kaffee ist auch nicht verkehrt. Ja, das ist eher so ein NSC, auf den du aufpassen musst da noch. Nee. Komm schon. Ja, genau. Deswegen tendiere ich halt eher zu ihr, weil sie auch etwas außergewöhnlich ist im Vergleich zu der anderen Dorfbewohnerinnen.
Und auch vor allem im Vergleich zu Hailey, die ja eher so, sagen wir mal, die Dorfschönheit ist. Ach so, eher so Modepüppchen. Halb fertig erst. Ach du liebe Zeit. Ah, wieder die Schrotflinte, schnell. Die ist nämlich echt gut. Okay, immer her damit. Immer her damit. Aber das Schlimme ist auch noch, dass der Soundtrack hier, obwohl er so gammelig ist, richtig eindringlich ist. Das ist auch noch so ein richtiger scheiß Ohrwurm. Ah. Okay, jetzt habe ich so einen Geschwindigkeitsboost noch gekriegt. Ach Gott. Jetzt gehe ich aber gerade richtig ab hier. Nein! Ja, sagte er und starb. Jetzt gehe ich gerade so richtig ab. Okay, als weiter. Wir sind ja schon beinahe durch. Ja, mir ins gepackt. Na also, geht doch. Gut, damit habe ich Abigail jetzt auch nochmal freundlich und zufrieden gestimmt. Hey, das war lustig. Danke, Herr Ackermann, du kannst echt gut mit dem Joystick umgehen, hm? Das wundert mich nicht. Was willst du mir jetzt so damit unterstellen? Ne, aber die Wolke mit dem Katzegesicht ist schon cool. Okay, sehr schön. Elliot ist noch hier. Hallo, Ackermann. Okay, geht's dir gut? Natürlich, mir geht's immer gut. Aber wenigstens ist er höflich. Ah, sie hockt jetzt da und dattelt. Sie dattelt noch eine Runde weiter. Ich schaffe das erste Level von Reise des Präriekönigs immer noch nicht. Ah, das schafft sie wohl anscheinend nur mit Hilfe. Okay, es sagt nur noch selber. Na gut. Okay, aber sie dattelt anscheinend hier gern. Das gefällt mir natürlich. So, Pierre, an deinen Geburtstag will ich morgen natürlich auch noch denken. Ich glaube, ich gebe ihm so einen schönen Löwezahn einfach mal. Ich bin mir nicht sicher, ob er das mag. Aber Eier habe ich leider noch nicht zu dem Zeitpunkt. Von Eier weiß ich sicher, dass er es mag. Ich habe einfach mal so random ihm irgendwelche Geschenke gegeben und habe halt noch die Eier vergessen wegzubringen hier in die Kiste. Und dann kam er her, ja, hab gesehen, ich habe noch irgendwas. Also ich könnte noch was schenken. Ja, und ne, da hatte ich halt nur noch die Eier drin. Und das hat er geliebt. Von daher, das war ein absoluter Glücksgriff, den ich da rausgefunden habe. Aber das ist halt das, ne? Eben drum. Jetzt, jedes Mal renne ich hier in die scheiß Dinger rein. Kann da wohl nicht wahr sein. Okay. Na gut, so früh möchte ich jetzt eigentlich auch noch nicht in die Falle hüpfen. Deswegen petze ich mir jetzt noch so ein Müsli-Riegel rein. Und für den Clint ist es jetzt leider auch schon ein bisschen zu spät. Die dumm. Ja, das ist nochmal dasselbe. Den kann ich theoretisch dann abfällen. So. Fort damit. Also Holz brauche ich jetzt definitiv wieder. Weil ohne Holz ist dann etwas blöder. Wir brauchen das ja immer mal wieder, auch um unser Zeug aufzubauen. Na, willst du... Ackermann, verarschst du mich? So. Ich habe doch gerade eben noch gedrückt. Drauf gedrückt, nicht irgendwie anders gedrückt, was ihr jetzt eventuell denkt. Pfui Teufel. So. Dann. Ich glaube, ich habe dir zu futtern, oder zumindest zu trinken gegeben. Musst nicht bellen. Außer du fräst dich einfach. Dann bell so viel wie du Bock hast. Hier auf dem Hof ist sowieso scheißegal. So, dann. Okay, einer geht noch. Und da war noch Kohle drin. Perfekt. Ah ja, genau, Jodie's Bitte gibt noch 350 Gold für uns. Das ist natürlich richtig geil. Tiere aufziehen, genau. Da brauchen wir einen Hühnerstall, der gebaut wird. Und Ebene 40 in den Säureminen. Das holen wir uns auch noch. Das kann allmählich auch verschwinden. Da habe ich auch kein Problem damit, dass das verschwindet. Jetzt gucken wir erst einmal. Bibabo. Nö. Da machen wir erstmal hier. Kruscht wieder da, wo er hingehört. Lach sammeln wir. Ja, wie gesagt, dann heben wir mal von der Pierre auf. Das Zeug war dann da. Genau, da wo es wieder hingehört. Die gemischte Saat kann auch rein. Da können wir dann im Sommer auf jeden Fall erst wieder pflanzen. Holz kommen wir rein. Steckum wieder rein. Ja, wir sind ziemlich
low, was Material angeht, würde ich mal sagen. Allerhaupt, morgen dann vielleicht wieder Mine. Aber ich jetzt sage, das ist ein Problem vom Yankee für übermorgen. Weil wir sehen uns erst übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, Obspam. Da werde ich mal definitiv auch noch einer zulegen bald. Und wie sieht es dann aus für die nächste Sitzung übermorgen? Wolkig mit einer leichten Brise, Gepoller. Allerhopp. Dann gilt es jetzt nur noch hier, den Kamin einzuschalten, damit wir auch nicht so frieren in der Nacht. Ich finde es auch unglaublich geil mit solchen Kaminen. Ich liebe sowas, jo. Ja, wie dem auch sei, wir sehen uns dann übermorgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Aber weil das heute der letzte Tag von meiner Aufnahme ist, heute habe ich tatsächlich nur 3 machen können am Stück. Zu mehr komme ich heute leider nicht. Deswegen wird es mal wieder so enden, dass wir hier uns auch die Erfolge angucken und wir fangen dann beim nächsten Tag direkt an und steigen so wieder ein. Hofarbeit Stufe 5, wählen Beruf, Viehzüchter, tierische Produkte sind 20% mehr wert oder Ackerbauer, Nutzpflanze sind 10% mehr wert. Ja klar, das ist ein bisschen mehr, bisschen weniger als hier, die Hälfte von nur, weil man halt auch mehr abpflanzen kann. Aber da ich sage, ich halte mich erst einmal dort zurück, wir haben ja kaum Viecher, wir lassen ja erst den Hühnerstall bauen, deswegen Ackermann, wärst Ackerbauer, selbstverständlich wird der Ackerbauer. Ach du liebs, Herr Göttel. Du haben aber ordentlich Kohle gemacht. Das ist nicht schlecht, Herr Specht. Ja, Ackerbauer zahlt sich definitiv aus, der die Sache. 10% mehr. Okay. Dann den ich doch sage, ihr liebe Leute. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und nicht verpassen. Das Leben auf dem Land wird nach wie vor gemütlich wie immer. Wir sehen uns übermorgen. Euer Yankee.